nach Den Haag gekommen zum Urteilsspruch. Sie wollen Gerechtigkeit für die Gräuel, die geschehen sind. Wir können nicht froh sein, denn wir haben unsere Brüder und Männer verloren. Sie werden nicht wieder lebendig. Aber trotzdem gibt uns das Urteil ein Stück Zufriedenheit zurück. Schuldig zu lebenslanger Haft verurteilt Ratko Mladic. Er zeigt auch heute keine Reue, wie im gesamten Prozess nicht. Wegen Bluthochdrucks fordert er eine Unterbrechung, dann schreit er laut, alles Lüge. Inzwischen hat er Berufung gegen das Urteil eingelegt. Ein Auszug. Das Gericht befindet, dass der Angeklagte vorsätzlich muslimische Bosnier in Srebrenica eliminieren wollte, indem er Jungen und Männer töten ließ und zuvor Frauen, Kinder und alte Männer unter Zwang entfernen ließ. Der Schlächter vom Balkan wird Ratko Mladic seit dem Bosnienkrieg genannt. Als militärischer Führer der bosnischen Serben hat er Sarajevo belagert. Über 3 Jahre Dauerbeschuss, mehr als 10.000 Menschen starben. Er hat Vergewaltigungen angeordnet und in Srebrenica den Befehl gegeben, 8.000 muslimische Jungen und Männer umzubringen. Es war das schlimmste Massaker in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. In der bosnischen Hauptstadt Sarajevo heute kein Jubel der Muslime über den Urteilsspruch. Zu sehr lastet die kriegerische Vergangenheit auch heute noch auf den Menschen, aber doch Genugtuung. Ich bin sprachlos, mehr geht nicht. Er hat bekommen, was er verdient, lebenslänglich. Ich bin zufrieden. Das Gericht in Den Haag hat ihn zu lebenslänglich verdonnert. Ich bin zufrieden. Aber können das auch die Mütter sein, die ihre Kinder verloren haben, ihre Verwandten und all die Vergewaltigten? Belgrad, Hauptstadt von Serbien. Für viele christlich-orthodoxe Menschen hier ist das Urteil eine ebenso herbe wie vorhersehbare Enttäuschung. Dieses Tribunal in Den Haag ist eine fürchterliche Institution, eine kriminelle Organisation, die ausschließlich Serben verurteilt. Ratko Mladic ist ein großer Serbe, der sehr viel für das serbische Volk getan hat. In Serbien von vielen als Held verehrt, ist Mladic für die Bosnier der endlich verurteilte Kriegsverbrecher. Noch immer sind die Wunden tief. Die Vergangenheit trennt die Völker und Religionen auf dem Balkan.